Avant blers ons dira quiet, nair vöt. E l'ura, tot in d'una jada, nos univers ci dera fina l'ura be una piccina ma ficciada balina de feu es explodi. Quai, con una immensa forza, un mega tempo ed in tutte le direzioni. Il Big Bang. Quist Big Bang è stato il cominciamento da tutto. Also proprio tutto. Il cominciamento del tempo, del spazio e da tutta la materia che esiste. E da mai, da tai, die stuva, die sofa, die televisione, die snacks, tutto deriva dal Big Bang. E sai che, in un esne na amo a fin. Despö al Big Bang cresce l'univers a moduna in avant. Mince di in tutte le direzioni. Bon, ed è forse un po' complicato da mettere avanti questo Big Bang. Importante per noi è però da sapere che il nostro universo è nasciuto con una grande esplosione e che tutto, proprio tutto, deriva da quel un momento avant blers ons. D'onde venies universum. A dort c'hai eis el faix. Duas demandas centrales del CERN a Ginevra. Con apparaturas giganticas e fascinantes venien curicicau rispostas. Questiamna prendinus vus sin inviadi atras il CERN, sa schein fascinar a mossein condetir ch'els venien al Big Bang. Important è però da dire che oggi non è senza chiaro davanti al Big Bang. Ma se da in lö, e non ci svajna sapere da più, l'ura ca al CERN a Ginevra. E se da qualcun ci può declarare che ci capite ca, l'ura Hans-Peter. Ciao a te! Lu hop, as comprem vai sottiara tiel Atlas. In apparatura che s'ascia proprio in una gigantica. Non è 1,6 metri, se non so terreno. Sin buonamente 100 metri sottiara se s'anfla quei experiment che gidenus de capi c'è che se vediamo kurz il Big Bang. Und wenn man hier rauf schaut, das Teil ist gross, ist gigantisch gross. Ist 25 Meter hoch, 25 Meter breit, 44 Meter lang, 7000 Tonnen schwer. Fast so schwer wie der Eiffelturm. Der hat 10.000 Tonnen. Ja, Marco, cau ai si gref den Flaplights. Ai Atlas ai bolsulet de grandezza enorma. Elle collegiaus vid el Large Hadron Collider. Enumnaus LHC. In tunnel de 27 km che ven truvaus per accelerar, fa veni pi spert pinche tocca a quai sin la spartezia de isch. Per lu chassi insieme quella tocca e Atlas ad ascia simular intic il Big Bang. Wow, was ist jetzt noch der Melder des Dimensions? Dio mio! Dio mio! Wow. A Marco mancano din als plaits de declarar. Poi a cau intic agit. Gli Atlas se vessen se compria con un apparat de fotografia che fotografesce quelles collisiuns. Poi al si insieme de dus tocs numnai protons. Tuna un pau curios, bien l'umerense comprem c'è che un proton hai insomma. Per incler c'è un proton es, pigliaina ordiater un pop de knife. E co faina quel melder, ben clar con un favogn. Subit algo la knife e no vezzain aua. No stai per olander via, e sciadain l'aua. Ella comincia a bolir e di da vapur. Finosa simple. Fain però in avant. No pigliain un sig vapur e te la fai nir ciò disma. La vapur rompe in singuls moleculs d'aua. Di mena tocchins piccionischems de d'aua. Però era quest faina föso tu ciul. E quai finci rompen in singuls atoms. So, osa basta l'ora. Spodessa craier. Era els atoms rivinan empe de romper con cialur. Quai in electrons, neutrons e finalmente nos protons. Del rest, in un singul got aua esa circa 2 triliardes protons. Di mena una cifra con 21 nulles. Was wir hier sehen, ist die Messapparatur. Und wir wollen messen, was passiert, wenn Protonen mit Protonen kollidieren. Und da gibt es zwei Sachen, die da passieren. Zum einen
aus der reinen Energie, aus der reinen Kollisionsenergie entsteht neue Materie. Materie, die es vorhin gar nicht gegeben hat. Dann entstehen Teile, die schwerer sind, als das Proton ursprünglich war. Also, das sind nicht Bestandteile des Proton, die rausfliegen. Dann entsteht Neues. Und das ist auch beim Big Bang passiert. Aus reiner Energie ist Materie entstanden. Das kann man da 1:1 nachverfolgen. Wie funktioniert das? Wie kommt aus der Energie Materie zustande? Und das Zweite, was man da gut sieht, ist, man sieht mit diesen Kollisionen ins Proton rein. Man sieht die Struktur des Proton. Man sieht, aha, das ist aus Quarks aufgebaut. Und die Quarks, die das sind, kurz nach dem Big Bang, war das Universum eine riesige Quarksuppe. Und wie die funktioniert, wie aus dieser Quarksuppe können Materien entstehen, die wir heute haben, das kann man da direkt nachverfolgen. Das heisst, man sieht zwei Sachen im Big Bang. Energie wird zur Materie und wie hat das Universum ausgesehen, ganz früh nach dem Urknall. Und ganz früh nach dem Urknall, was ich da meine, ist ein Millionstel von einer Millionstel Sekunde nach dem Big Bang. Ab dann können wir wirklich Daten nehmen, können messen, können anfangen zu verstehen, mit Daten, mit Messungen, wie hat sich das Universum entwickelt. Der Apparat, den wir da mal so gesehen haben, das ist der Atlas-Detektor. Der kann Proton-Proton-Kollisionen fotografieren. Und zwar 40 Millionen Mal pro Sekunde gibt es solche Kollisionen. Und die meisten sind Streifschüsse, aber die 1000 besten pro Sekunde, die wollen wir genau anschauen, genau analysieren. Con agit di Atlas sains paia simular scoiera curt suent il Big Bang. Per ascioia anflao con ies univers ai nascius a carscius. Per saber anflao quai, da videnton data. Paia informaziuns, asce nus restant las fotografias, vignen meli per secundas memorisadas. Quellas ein denton asci grondas coi Atlas sets. Per seconda vignen 10 gigabytes memorisai. Quai ai tonsco 2 films per seconda. Und jetzt? Quai trova in enorm computer. Il CERN ai quai in entira casa. Con en 500.000 computers a plaz per segirà in film che cuzzas ad ac 20.000 ons. Atlas hat 150 Millionen Sensoren. Und wenn jetzt das Experiment nicht nur einen Schuss macht, sondern tagelang läuft, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und so etwa 10 Monate im Jahr, dann kommen grosse Datenmengen zusammen. Aber diese Datenmengen brauchen wir, um wirklich zu verstehen, was im Inneren, im Proton passiert. Und das ist eine uralte Frage der Menschheit, die wir da wirklich zum ersten Mal detailliert, mit grossem Verständnis, mit hoher Präzision angehen können. Wieso muss man das jahrelang machen? Wenn ich einen Baum jahrelang fötele, verändert sich ja nicht viel, oder? Mit mehr Daten kann man besser und genauer schauen. Wir haben vielleicht alle schon mal irgendwo mal ein Foto gemacht mit schlechter Auflösung. Und dann kann man so erkennen, wer man da so fotografiert hat. Wenn man eine bessere Auflösung hat, kann man besser erkennen, wer man da fotografiert hat. Mit Hochauflösung, mit High-Definition-Auflösung, wenn man so kommt, sieht man es gestochen scharf. Das heisst, mit mehr Daten sehen wir schärfer. Um das geht. Wir wollen wirklich präzise wissen, was alles läuft. Und nicht nur so ungefähr so ein ganzes unscharfes Bild haben, sondern wir wollen es exakt wissen. Dio mio! Nus ven viu ai trova Atlas per saver simular la situazione del Big Bang. Lu trova in computer buno in grand sco in casa per saver fare maletg, quai veseva curz suenter quella explosione gigantica. Resta mal la domanda de cosa important de saver che schabiau over Milliarden ons. Die Menschheit hat schon immer wissen, woher kommen wir, wer sind wir, wo sind wir, wie geht es weiter. Und heute mit der Physik, die wir haben, mit der Technologie, die wir aufgebaut haben, mit den Experimenten, die wir machen, können wir zum ersten Mal wissenschaftlich angehen, wie ist alles entstanden. Und das ist eigentlich eine wunderbare Zeit, wo wir da drin sind und gibt uns eigentlich ein Verständnis in der Rolle, wer wir sind in dem weiten, riesigen, grossen Universum, dass wir da eigentlich in einer von vielen Galaxien leben, in einem Planetensystem auf der Erde. Und dass es eigentlich ein winziges Staubkorn ist im Universum, auf dem leben wir und zu dem müssen wir Sorge haben. Il CERN sei es enormes apparaturas alles demandas de non dervegnes universum ad ot tgei eis el faiz.
Per capir tot, trovassen nus bia de pli temps. Forza, wenn se denton se viu svegliar al gost vid la scienza, a forza eis exact ti in di al CERN ad en provas de risponder la gronda demanda del Big Bang.